Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Und ja, wir sind wieder zurück in unserem Hauptquartier. Wir sind jetzt gerade auf der Rangliste drauf. Wir sehen, wir sind momentan P11 in der Rangliste. Vor uns der Lance Stroll, wo wir eventuell noch einholen oder sogar überholen, besser gesagt. Wir haben noch 3 Rennen vor uns. Jetzt kommt gerade USA, beziehungsweise wir sind in Austin. Und dann kommt noch Brasilien und dann kommt noch Abu Dhabi und dann sind wir eigentlich fertig mit der Saison. Und ja, ich hoffe, dass wir so gute Punkte holen können. Ich sehe aber gerade, wir gehen so schauen, das Einladungsevent, mal schauen, was dort uns noch ein bisschen erwartet. Und ja, die letzten 2 Rennen, Japan und wo sind wir noch gewesen? Ich glaube Singapur war es, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Jedenfalls die letzten 2 Rennen sind leider nicht wahnsinnig gut gewesen, oder relativ schlecht gewesen. Und ja, wir müssen jetzt unbedingt wieder Punkte holen, dass wir da noch mal ein bisschen aufholen können. Wir müssen auch ein bisschen Ressourcenpunkte noch holen, dass wir für das nächstjährige Fahrzeug dann vorbereitet sind. Also wir haben schon 2, 3 Sachen, die wir jetzt machen müssen. Aber grundsätzlich stehen wir, glaube ich, nicht so schlecht an mit McLaren. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Wir gehen jetzt gerade an das Einladungsevent, mal schauen, was das ist und machen das dann auch gerade. So, also wir fahren mit dem Renault R26 auf Sochi 3 Runden und wir müssen die Autos überholen, die vor uns sind. Also wir müssen auf dem ersten Platz abschließen das Ganze. Und das ist so ein gestaffelter Start, so wie es aussieht. Ich bin noch nie mit dem Auto gefahren, muss ich ehrlich sagen. Dann habe ich keine Ahnung, wie viel Treibstoff ich geben muss. Oder wie gut das Auto überhaupt hat, das ist so die Frage, aber ach, der Sound ist schon geil. Ja, dazu mal sind das schon komplett andere Autos gewesen. Geilere Autos, muss ich ganz ehrlich sagen. Vom Sound her schon. Das Auto fährt sich noch relativ einfach, muss ich sagen. Oder? Zieh noch über. Ey. So, wir haben noch 2 Runden. Schon wieder eine Verwarnung. Das war zu riskant. Du hättest eine Strafe kassieren können. Okay, ja. Hätte ich können, habe ich aber nicht. Ah nein, Sochi sind wir ja gerade noch gefahren, oder? Wo wir so schlecht positioniert waren, aber dort hat es so Schiffe gehabt. Stimmt, das war nicht Singapur gewesen. Singapur sind wir aber auch schon schlecht gewesen. Also wir hatten wirklich ein paar Rennen gehabt, wo wir jetzt nicht gut abgeschnitten haben und wo wir unbedingt jetzt wieder ein bisschen aufholen. So, letzte Runde, noch ein Fahrzeug vor uns. Das sollten wir glaube ich schon noch holen. Boah, scheiß Curbs sind immer so gefährlich. So, super, da sind wir vorbei. Und können jetzt eigentlich nur noch fertig fahren und dann haben wir auch hier die Herausforderung abgeschlossen an dem Einladungsrennen. Und dann können wir dann auf Austin gehen und das nächste Rennen machen dort.
So, perfekt, haben wir das abgeschlossen. Und dann gehen wir jetzt nach Austin und wir sehen uns gerade im Qualifying dort. Gut, also wir sind jetzt im Qualifying und ja, ich habe noch Mexiko vergessen, wo auch noch ist. Das ist das nächste Rennen nach den USA. Aber ist aber ja gar nicht so meine Strecke, darum haben sie es wahrscheinlich schon ausgeblendet. Ich bin jetzt ein paar Runden gefahren, habe auch Training und habe dort auch ein paar Simulationen gemacht. Also Qualifying-Simulationen habe ich gemacht, plus noch Streckenakklimatisierung. Also kennen Sie ja eigentlich so das Standardprozedere, das ich mache. Ist okay gewesen, ist nicht wahnsinnig spezielles gewesen. Ich habe einfach so das Gefühl, ich bin nicht so richtig warm mit dieser Strecke. Mal schauen, wie sich das jetzt im Qualifying und dann schlussendlich auch im Rennen auswirkt. Setup habe ich eigentlich relativ gut verwünscht, also mit viel Grip und habe eigentlich wenig Probleme mit dem Umfahren, so zu sagen. Also ich habe mich eigentlich relativ sicher gefühlt. Und ja, wir probieren es jetzt mal. Ich hoffe, noch by the way erwähnt, ich hoffe, dass die Kamera verhebt. Ich hatte letztes Mal relativ viele Probleme mit der Facecam. Ich hoffe, dass das Licht jetzt einigermaßen geht. Es ist jetzt alles dicht hier. Ich hoffe, ich bin genug beleuchtet, weil ich habe halt kein Licht, das mich irgendwie von so her bestrahlen kann. Ja, aber das ist halt ein anderes Thema. Also, wir legen los, wir gehen ins Qualifying. Let's go! Genau, ich habe noch den HUD umgestellt, der ist jetzt unten in der Mitte, jetzt kann ich meine Cam unten rechts hersetzen. Ich finde das ein bisschen besser. Könnt ihr mal mehr noch in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. So, da bin ich im Training 2-3 Mal abgeflogen von der Balance her, aber jetzt war es eigentlich besser gewesen. Okay, aber jetzt habe ich einfach eine scheiß Linie gehabt. Aber gut rausgekommen eigentlich noch. Da haben wir gesehen, der Mercedes-Geist ist schon ein bisschen schneller noch auf der Geraden. Oh, shit. Oh, oh. Falsche Linie gewesen. Ein paar Fehler gehabt. Was sind wir für eine Position? Oder P4, okay. Ich glaube, die Runde war nicht mal so schlecht. Sie hat einfach eine scheiß Linie gehabt, aber sonst war es eigentlich nicht mal so schlecht gewesen. Aber es wäre natürlich schon Pole, so wäre drin gewesen. Also das Auto ist momentan sehr schnell. Wir sind auch jetzt mit ein paar neuen Upgrades ins Rennen reingekommen, die uns auch ein bisschen weiter raufgesetzt haben von der Gesamtwertung. So, herzlich willkommen zu der Startaufstellung. Ja, wie gesagt, wir sind auf P2. Wir haben es auf P4 gemacht, aber wahrscheinlich hat es vor uns ein paar Strafen nicht gegeben. Darum sind wir ein bisschen vorgerückt. Gefällt mir persönlich natürlich sehr gut. Und wir schauen in die Rennstrategie rein und wir sehen, das grüne Höckel ist oben. Das heisst, wir starten mit den roten Reifen und gehen in Runde 7 auf die Box oder in die Box rein, wechseln dann auf die gelben Reifen, auf die Mediums und beenden dann das Rennen. So hoffen wir, dass das so auch wird stattfinden, ohne irgendwelche Zwischenfälle. Wir nehmen auch wieder ein bisschen den Sprit runter. So viel Sprit müssen wir nicht mitnehmen. Wir fahren etwa mit für 15 Runden. Ich glaube, es langt, dass wir noch eine Runde Reserven haben zusätzlich. Ich denke, das würde ich auch gerade am Start brauchen. Dann. Und ja, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Wir gehen ab ins Rennen und hoffen mal auf einen guten Start. Ich weiß jetzt leider nicht, wer vorne rechts ist, weil ich die Startaufstellung nicht gerade gesehen habe. Aber ich glaube, es ist immer noch der Bottas. Wir schauen jetzt mal. Ja, ist der Hamilton. Hamilton vor uns. Okay, let's go. Okay, nicht so einen guten Start gehabt. Okay, hinten hat es recht geklopft. Ich weiß nicht, ob das an meinem Auto war. Ich habe es nicht gespürt. Aber wir sind weiter im P2. Oh, shit.
Ja, das ist klar gewesen, dass das kommt. Das war jetzt auch ein bisschen zu grob gewesen. Runde 1 noch auf derselben Position. Nicht großartig, aber auch nicht schlimm. Bleib konzentriert. Aber wie der Mercedes kann holen, ist schwierig. Der ist halt schon recht schnell. ERS haben wir noch Fackmaschine. Oh! Oh, shit, wieso habe ich jetzt... Ich habe wie keinen Grip mehr dort oben durch. Ich habe bremst, aber irgendwie hat es sich so angefühlt, dass wir die gar nicht bremsen. Oh, da rutsche ich. Ja, diese Kurvenkombinationen, da habe ich ein bisschen einen Struggle noch. Da habe ich aber auch im Training die ganze Tour Mühe gehabt. Ich bin einfach nicht so Fan von Kurven, die links, rechts die ganze Zeit sind. Ui, 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 oh mein Gott, okay. Na, scheiße, der Fuck-Linie verwünscht. Okay, ich muss den Hamilton, glaube ich, ein bisschen ziehen lassen. Da bin ich ein bisschen schwach in der Kurve, beziehungsweise ich habe das Scheiss-Setup verwünscht, glaube ich, für die Kurve vorne im ersten Sektor. Ich fühle zu viel Zeit auf ihn. Wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir Also ich konzentriere mich jetzt mal nach hinten. Versuche das ein bisschen zu verteidigen, lasse jetzt den Hamilton mal abreißen. Ich muss es so machen. So, okay. Perez kommt. Ich habe einfach Probleme im ersten Sektor. Dann Links-Rechts-Kurvenkombination. Da bin ich einfach nicht schnell. Jetzt ist DRS drin. Das heisst, Perez wird jetzt auffallen. Oh shit. Ich kämpfe ein bisschen mit dem Grip. Das Auto fühlt sich auch nicht so gut an wie im Qualifying oder wie im dritten Training, wo ich gefahren bin. Oh mein Gott, Perez! Alter, der Perez wieder. Das ist immer das Gleiche mit dem. Zum Glück nichts kaputt gegangen. Oh mein Gott. Mann, immer die zwei letzten Kurven. Jetzt vergebe ich nur den Lenkenschlag. nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Oh, viel zu schnell gewesen. Boah, endlich mal! Der Lenkenschlag verwünscht dort, oder der Lenkwinkel verwünscht. Man. Okay, Perez hat ein bisschen abgerissen. Er mag irgendwie nicht so hinten nachher gerade.
Also jetzt müssen wir in die Box in dieser Runde. Oh! Das Safety Car ist draußen. Wir müssen uns Antonio draussen, Mager rein. das Delta genau im Auge. Und jetzt gehen wir in die Box, gerade perfekt. Das Problem wird eben sein, alle anderen gehen wahrscheinlich keine Box. Und ja, das wird jetzt ein bisschen dumm sein, weil ich eigentlich will jetzt in die Box gehen, rausfahren mit den neuen Medium-Reifen, schnell in Runde fahren, also schnell in Outlet machen und schauen, ob ich dann auf Hamilton mehr aufschliessen kann. Aber das ist jetzt natürlich auch komplex wieder. So, wir gehen jetzt mal in die Box. Und hoffen jetzt mal, dass wir einen guten Boxenstopp bekommen. Es kommen natürlich noch ein paar Leute rein. Ich hoffe, dass die uns nicht gross aufhalten. So, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Schnell, 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 schnell. Warten. Nein, wir können wieder raus. Saubere Sache. Also, wir fahren weiter auf Magen und dann können wir voll pushen eigentlich. Dann. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstops mehr geplant. Schade, dass der Antonio rausgeflogen ist. Dem habe ich einfach nicht gerechnet. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass jetzt so ein Safety Car kommt, oder Safety Car Phase kommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Er geht safe aus der Kurve raus, Gas. Ja. Ich gedacht. Dort habe ich eben keinen Grip, Mann, so ein Wichser. Gutes Tempo. Aber denk dran, dass die Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Ja, ja, drei Fäber locker durch bis zum Schluss. Oh shit! Scheiße. Dreckige Reifen, Elben gerade im Heck. Die Batterie ist gut aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Ah, shit. Schlechter Restart gewesen, ganz ehrlich. Oh, da sind wir wieder dran. Mit Windschatten, ERS, DRS habe ich nicht, aber Fettgemisch. Oh, shit. Da haben wir es probiert. Wir haben das mal angekündigt, dass wir Wetten für kommen. Wir sind dran, wir sind dran, wir sind dran. Das Problem ist einfach, ich habe Mühe aus der Kurve raus mit den Mediums. Nein! Wieder angekündigt. Wir sind da, Hamilton. Und wir wollen Erste werden. Es könnte unser erster Sieg werden in Austin. In dieser Kurve hier gebe ich nicht Gas, Vollgas mit meinen Mediums. Zu grosser Respekt, dass ich wegfliegen kann. Weil ich drifte hure rum. Oh, genau, eben wegen dem. Das DRS wurde aktiv. Scheiße. DRS ist jetzt aktiv. Ich rutsche recht eben mit denen. Vor allem aus der Kurve raus. Aber wir sind nicht schlecht dran, wir sind nicht schlecht dran, weil wir mögen gut im Hamilton nach und der Albon mag uns eigentlich gar nicht nach. Oh. Manchmal mache ich recht viele Fehler und komme eben wegen dem nie gut führen. Aber ich bin voll am Struggeln mit dem Reifen gerade. Mit dem Benzin noch aus. Oh Mann.
Okay, letzte Runde. Kann man noch eine fehlerfreie Runde jetzt machen. Vielleicht die schnellste Zeit machen, dass wir noch irgendwie ein Pünktchen mehr holen können. Jetzt aber keine Strafe noch holen für Abschneiden von der Strecke. Scheiße, ich hoffe, wir kommen noch ins DRS-Fenster rein. Dass wir dort noch mal ein bisschen extra Speed haben und den Hamilton nicht können überholen oder nicht überholen. Oder ja, ich sag mal, dass wir einfach aufschliessen und einfach gute Zeit noch mal holen. Wir haben jetzt 2 Bestsektoren gemacht. Jetzt da bin ich leider wieder am Strugglen. Hamilton hat momentan die schnellste Runde. Schade. Also zweite sehr, sehr gut. Wir sind vom zweiten Platz gestartet, sind zweite geworden, also von dem her können wir uns nicht beklagen. Ich hätte gehofft, dass wir vielleicht sogar hätten gewinnen können, aber von da bin ich einfach schlecht gefahren. Ich habe so viele Fehler drin, ich habe die ganze Zeit immer gelöscht und alles drum und dran. Hamilton ist sogar Weltmeister geworden jetzt. Ja, macht den Motor gerade kaputt. Ah Mann. Ja, dann geht mal Gratulation aus an Hamilton, dass er die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Ich weiß nicht, wie knapp das war vorhin oder wie es gewesen wäre, wenn er überhaupt Zweiter ist auf der WM. Ich weiß es gar nicht auswendig. Ja, da freut er sich. Oh, der Mann, der Toto. Oh Mann, ey. Gut, also da sehen wir jetzt, Hamilton hat die WM gewonnen. Der hat recht viel Vorsprung, 121 Punkte auf den Bottas. Dann kommt der Verstappen ist und dann Leclerc, Vettel. Und ja, wir sind 10. Wir haben den Stroll noch jetzt überholen. Mit 81 Punkten. Also wir sind knapp vorne dran. Wir haben jetzt ja noch Brasilien, Mexiko und Abu Dhabi. Also noch 3 Rennen kommen jetzt, wo wir noch einfach Punkte holen müssen, dass wir ja, vor dem Stroll können bleiben, dass wir 10. bleiben dann schlussendlich. Wir könnten vielleicht sogar noch Ricciardo holen. Carlos Sainz ist wahrscheinlich zu weit weg, denke ich. Also gut, sagen wir mal, wenn wir natürlich irgendwie gut können punkten in einem Rennen und die anderen natürlich nicht, sieht es dann auch schnell wieder anders aus. In der Konstrukteurwertung ist McLaren jetzt auf P5 immer noch, glaube ich. Wir sind vorher schon gewesen. Genau, BWT ist recht weit vorne. Wird schwierig, die zu holen. Was hat eigentlich der Norris gemacht? Norris ist 11. geworden. Wieder kein Punkt für ihn. Schade war es um ihn. Ja, aber da würde ich mal sagen, wäre es das vom heutigen Video, vom heutigen Rennen. Und das nächste Rennen ist ja eben in Mexiko, eine Strecke, wo ich gar nicht gerne fahre. Aus unserer Perspektive Wir haben ein war das Interview ein jetzt. aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Ein weiterer Platz auf dem Podium. So. Langsam muss es Ihnen da oben ja vertraut vorkommen, oder? Ja, das Team erwartet nichts anderes, bla bla, wir reden einfach wieder mal auf das Team. Sie übertreffen alle Erwartungen, die man ihnen gestellt hat, kann sie noch aufhalten. Ich glaube mit diesem Team hinter mir nicht, bla bla bla. Wir werden ja eigentlich aber McLaren bleiben, oder? Wir werden ja nicht wechseln. Ich möchte gerne mit McLaren relativ stark werden in der nächsten Saison. Ich möchte recht viel in Entwicklung investieren. Rivalität sind wir jetzt auch vorgekommen. Da haben wir auch wieder ein Level-Up gehabt. Jetzt sind wir Fahreranerkennungsstufe 9. Und ja, gleich geht es mal gegen Vertragsverhandlungen zu mit McLaren. Die sollten jetzt dann eigentlich nachher sein. Und so schön ist eben dann in Mexiko. Und ja, ich glaube, das wäre es soweit gewesen. Schauen wir mal.
Ja, das ist eigentlich wie Personal-Upgrade. Mal schauen, was jetzt passiert. Ich drücke jetzt mal extra drauf, weil ich weiß nicht, was das heisst. Fitnesscenter Typ 3. Okay, bringt mir das etwas? Keine Ahnung. Ja, also, nein, in dem Fall wäre das schon alles gewesen. Dann wäre es das eigentlich schon gewesen. Mehr passiert da nicht. Dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und dann sehen wir uns dann im nächsten Rennen in Mexiko. Und ja, bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.